Herr Dr. Bonn, Sie sind Vorstandsmitglied der Sparkasse Duisburg und Sie unterstützen das GRID-Projekt. Sagen Sie uns warum. Ja, also da haben wir bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir unterstützen das jetzt schon seit 1999. Wir haben die Mehrheit aller Unternehmen, die aus dem GRID- und SBM-Projekt herausgekommen sind, im Moment unter unseren Kunden. Und das sind ja, wie ich immer sage, Kunden von morgen, und zwar Firmenkunden, wenn ich an die GmbH denke, die da gegründet worden ist beispielsweise, aber natürlich auch Privatkunden, wenn ich an neue Arbeitsplätze denke. Und das ist ja besonders wichtig für unsere Region, dass diese Gründer auch Arbeitsplätze auf uns ziehen, dass das Ganze dann zur Prosperität, zum Wirtschaftswachstum hier beiträgt. Und deshalb unterstützen wir das sehr gerne, weil wir uns der Region verpflichtet fühlen, weil wir aber auch mit den Kunden sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Die Kunden von morgen braucht man immer, und hier in dem Fall ist bemerkenswerterweise das passiert, dass wir noch gar keine Ausfälle haben in dem Bereich, und normalerweise ist die Ausfallquote im Existenzgründungsfinanzierungsbereich sehr hoch. Und dass das hier bei Null liegt, ist wirklich bemerkenswert. Führen Sie das darauf zurück, dass diese SBM-Kurse sehr speziell und sehr intensiv auf die kaufmännischen Fragen eingehen? Ja, genau darauf führe ich das zurück. Und da tragen wir auch ein bisschen zu bei. Wir fördern das Ganze also nicht nur finanziell, sondern auch personell, indem wir uns an den Kursen mit Dozenten beteiligen. Und Gründer in der Republik, wir sind ja doch ein innovatives Land und eine Gründerrepublik immer gewesen, aber Gründer gibt es viele mit guten Ideen, aber Gründer, die das dann auch kaufmännisch umsetzen können, gibt es eben nicht so viele. Da fehlt es dann oft an grundlegenden Dingen im Rechnungswesen, im Controlling, auch in Unternehmensführungsfragen, und hier wird so viel den Leuten beigebracht und die werden da so an die Hand genommen, auch nicht nur geschult, sondern auch Ansprechpartner werden vermittelt, ein Netzwerk wird aufgebaut, dass das offenbar so erfolgreich ist, dass im Moment noch keiner ausgefallen ist. Ob das für alle Ewigkeit so bleibt, weiß man nicht, aber dass das im Moment so ist, ist schon bemerkenswert positiv. Sollte also auch ein Anreiz dazu sein, dass sich noch mehr Leute auf den Weg der Gründung begeben? Ja, also man muss ja erstmal darauf aufmerksam gemacht werden, und da hoffe ich eben auch auf Ihre Unterstützung, dass Leute, die eine gute Idee haben, überhaupt erst darauf aufmerksam werden. Mensch, da könnte ich ja hingehen und noch das Rüstzeug dafür kriegen, dass ich diese Idee dann mit einer Gründung verwirkliche, und das kann ich nur jedem empfehlen. Herr Dr. Bonn, vielen Dank.